Mei, Gabi, ich sag's dir, ich bin so narrt, weißt? Meine Ma, seit Jahren will ich in Wellnessurlaub. Ja, und die ganze Zeit sagt er mir, ja, weißt du, das können wir machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn wir älter sind. Ja, und jetzt sind sie aus dem Haus und passiert tut gar nichts. Mei, Simone, das kenn ich. Und deswegen haben wir uns ja eine Sauna in den Keller gebaut, damit wir uns das so richtig romantisch machen können. Oh mein Gabi, ich beneide dich so dafür. Nicht dafür, weil romantisch in der Sauna liegen, tut der bloß mit seinem Stammtisch und das zweimal die Woche, Dienstag und Freitag. Ja, das sollst doch du wissen. Deiner ist doch auch immer dabei. Ja, so ein Hallodri. Und mir erzählte die ganze Zeit, der geht ins Fitness. Ja, weil er gut ausschauen will für mich. Also echt, der kann was erleben. Mein Mädels, ich sag's dir, ich bin echt genervt. Der Werner muss jeden Dienstag und Freitag so lang arbeiten. So ein Armer. Aha. Dienstag und Freitag. Ach so, ein Armer. Ja, mei, die haben da so Besprechungen, aber wenigstens gibt's eine Brotzeit und was zum Trinken. Ja, klar, weil ich Depp die Brotzeit mach. So ein Armer ist dein Mann. Das ist der gleiche Säckel wie unsere zwei. Ja, was willst du mir jetzt damit sagen? Also, die Besprechung, die der hat, die findet da herin in der Sauna statt mit der Brotzeit von der Gabi, ja? Und zwar mit unsere zwei Superhelden. Und heimgefahren wird dein Mann, weil er so miert ist von der Arbeit. Na, weil er Mordsrausch im Gesicht hat. Ja, so ein ausgeschämtes Mannsbild. Und mir erzählt er immer, er muss Gespräche führen und für gutes Arbeitsklima sorgen. Wart nur, wenn du heimkommst. Ja, Gespräche führen dir schon über unsere neue Nachbarin, die Jacqueline Obermüller. Oh, du, das ist doch die mit deiner aufgeschlitzten Lippe, dem hochzogenen Fiedler und den dicken Brüsten. Na, Genau die schaut aus wie eine Vogelscheuche. Ja, genau. na. Also, so schlimm wird's jetzt schon jetzt sein. Oh doch, der haben sogar die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr mehr zurückgebracht. Also jetzt komm wirklich. Nee, aber du, der ihr Mann, das ist doch so ein Schnuckliger. Ja, pfui Teufel. Das ist ja so ein Aalglatter. Also, ich stand ja lieber auf was Wilds. Oh, Gabi, ich weiß, was du meinst, ja. So richtig so. So wie früher. Da war ein Mann nur ein Mann. Ja. Haarig. Oh, ja. Und robust. Du, wenn der Mann früher an Honig wollte, na ist der Naus auf die Wiese. Hat sich eine Biene geschnappt und hat an der runtergeschleckt. Mei. Also ich weiß nicht, zu hart und zu wild ist doch auch nix, oder? Mei klar, Männer sind schon ein bisschen so wie Avocados, gell? Entweder zart oder zweig. Mei, und wenn sie genau richtig sind, dann hast du die Sekunde verpasst. Ja, aber manchmal schimmeln sie auch heimlich von innen. Aber ich sag euch echt, also ich hab gestern so einen romantischen Traum gehabt. Was? Vom Markus? Geh, wo denkst denn du hin? Na, aber weißt, ich schlaf ja grad so schlecht. Ja, und dann hab ich mir gedacht, ich gehe in die Drogerie und hol mir da dieses Melatonin-Zeug, ja. Und bevor ich meinem Mann die ganze Nacht beim Schnarchen zuhöre, habe ich gleich die ganze Packung genommen. Alle. Ja, Bist narrisch, Simone. ach Schmarrer, die sind doch gar nicht schädlich. Aber ich sag's euch, ich hab geschlafen und traumat hab ich. Ja, was hast du denn drauf? Ja, erzähl. Also, bei mir an der Tür hat's glitter. Und dann bin ich hinaus, hab die Tür aufgemacht und da stand der George Clooney. Ja. Was? Ja. Und dann bin ich hinein in den seinen Sportwagen. Wir sind auf eine Anhöhe hinaufgefahren. Und dann ist der über mich hergefallen. Ja. So richtig brutal, oder? Jawohl. Hast du dich nicht gewehrt?
Ja, Welle hätte ich schon, aber mein Nagellack war nur trocken. Aber du, Simone, sag einmal, hast du jetzt da alle 150 Stück genommen? Ja? Oh, weißt du noch, wie die heißen? Ja, klar weiß ich das. Kannst du mir das nachher aufschreiben? Ja, sicher kann ich das aufschreiben. Da kaufe ich mir morgen nämlich einen ganzen Kübel davon. Da wirst du Pech haben. Ich hab gleich die ganze Palette gekauft. Ja, ich bin doch blöd und geh von der Dosierung runter. Am Ende klingelt nur der Rainer Kalm unter meiner Tür. Na. Aber du, Marietta, du kannst dich ja mal überhaupt nicht beschweren. Ständig im Liebesurlaub mit deinem Mann. Beim Skifahren in Südtirol, beim Radeln und Mei. beim Wandern. Mei, diese Zweisamkeit. Nur kein Neid. Mei, er nimmt mich halt so, wie ich bin. Er akzeptiert mein Alter. Mei, weißt du, so wie mein Nachbar. Weißt du, was der erst gesehen hat? Als er seine Frau kennengelernt hat, mei, da war er schockverliebt. Sie hatte lange Beine und dicke Brüste. Ja, aber das ist doch voll romantisch. Ja, toll. Und jetzt seht ihr, sie hat dicke Beine und lange Brüste. Aber wisst ihr, so schlimm sind unsere Mannsbilder gar nicht. Also, wenn er fort ist, vermisse ich meinen sogar ab und an mal. Wirklich? Ja gut, vielleicht bloß die ersten 5 Minuten. Dann fällt mir ein, wie er schnarcht und dass die ganze Nacht nichts geht. Also, Ja, also, ich habe mir jetzt ja so einen Selbsthilferatgeber gekauft. Und da steht drin, man kann seinen Partner nicht ändern, nur seine eigene Einstellung. Aha, und wie soll dann das gehen? Und was ist dein Mann dann jetzt? Also ich sehe ihn einfach als Papagei. Der macht Lärm, plappert jeden Blödsinn nach und wenn er was da soll, dann pfeift er aus dem letzten Loch. also ich finde ja, Männer sind so wie Möbelstücke, ja. Du gehst ins Geschäft, na, siehst es, da stand er, dann willst du es Haus, stellst es daheim hin, da steht's dann jahrelang rum. Ja, und am Ende fragst du dich, brauche ich das wirklich noch? Ja, und dann sind sie so sperrig und entsorgen durch den alt. Na, weil man könnte sie ja vielleicht doch noch mal brauchen, gell? Immer so als Ablagefläche oder so. Also ich würde jetzt sagen, jetzt stoßen wir auf uns an und auf unsere Männer und dass wir es noch lang mit denen aushalten. Ja. Prost! Prost.